Mazda fir d'Orlotschin vum SUV-Spezialist a mir konnten den CX-3 Orlo fuhren annner sichchen. Hei gower schoré genug den Trend erkannt, das Segment vun dene klengen a kompakte Crossover-SUVs am Opschwung ass. An den CX-3 eng mi kleng dimensionéiert Verioun vum CX-5 gut heiranner passt. Beim Jahrgang 2019 will de beim Mazda vun engem Facelift nächt heieren Eichter vu Modifikationen. An dementsprechend muss sichchen fir die Klengchangementer Design vum 4,21 Meter langen CX-3 ze fannen. Mit Grossräder an ei Luchten, dozo wenig Kosmetik, de Kühlergrill 4 und dem lange Kapo krut eng neue Struktur, Nivelluchte goufe changéiert, a jeno Version ginne doch neiformierten LED-Scheinwerfer anhënnechte Luchten. Für eng Flüssigsäitelin suche noch jeno Version die schwarz blinkig A, B und C Seil. Den Interieur vom CX-3 krut doch eng Kleinmodernisierung spendiert. Während Teil eng gut Vererbichtung opfällt, als den Hebel vun der Handbrems Orlo aus dem Cockpit verschwonnen, an Platz kom eng elektronisch Parkbrems, die mat der Hëlle fir am Bierger Mund zu fuhren, kombinéiert das. Mittelkonsol Geworiwwerschaft, wo sich niewen knäpperche arierdesche or eng Tabletbox an eng Ärmlehn ze fannen ass. Weil den CX-3 Orlo Crossover mat enger guter Portion Lifestyle-Charakter ass an noch fir Jungkleid interessant soll sinn, gouf de Punkt Konnektivitéit och nei abonnen. Den Ekran vum Monitor lädt doch gut am Blickfeld vum Chauffeur, wobei den Heat-Up-Display och verschieden Informationen op eng Plastikscheife fir Chauffeur projizeiert. Orasieren Offroplatz lädt den CX-3 am Durchschnitt vun segem Segment. Natürlich passen noch gut 4 Personen ran. Klänge Nodeel, die Fiechtsitze sie relativ schmuel geschnitten, sie gut gepolstert, aber bitte noch gute Säten halt dünn. Wobei et hannen dran, aber ein bisschen eng fir d'Knee gëtt, wann die Fiechtsitze ein bisschen méi no hanne gesät sinn. Mal bi de Ladevolumen tschend 350 an 1260 Liter un, Lomol direkt firausgeschickt, ënner dem Kapo vum Mazda CX-3 leien Diesel a Benzinaggregat, die all die nei Euro 6D Temp-Norm ubieden. Ënner dem Kapo vun unserem Testauto, dem CX-3 Sky Active D150 RWD, loch en neien 1,8 Liter Dieselmotto mat der Leestung vun 115 PS. E Flüstermotto ass dësen Diesel net bleifft immer präsent, an duch eng gut Gaspedalsteierung gede doch ohne schwächten dynamisch Führung. Sein Maximal-Drehmoment bei unserem Testauto mat der 6-Stufen-Automatik von 270 Newtonmeter lädt zwischen 1600 und 2600 Tore pro Minute, rollt von 0 auf 100 km/h an 11,5 Sekunden, liefert eng maximal Vitesse von 170 km/h. Ernst das formuliert, kein Rennmaschine, an Erwer konnte sportlich fuhren a Spaß hun. Weil die ganz Aufstimmung Motto 6-Stufen-Automatik, Suspension a 4-Radundriff gut harmoniséiert hunn. Lediglich de klenge Nieweneffet. Dat richtig Trëppeln op Gaspedal huet de Spritverbrauch or an d'Luft gedriven. An Hai die 6,6 Liter op 100 km no der neier WLTP-Method sinn dann norechter unrealistisch. Me beim normalen alldesche Fuhren Gewëchmengen können des Mazda gut errechen. Mazda huet Suspension oriwwerschaft. Die klenge Crossover as awer nach Herd aufgestimmt, mecht sich op knübbeliche Stoße bemerkbar. Steuerung dogegen passt perfekt, an net tue den noch zu all Moment den Auto gut am Griff, wat Oremenkeier der ganze Ferdynamikregelung G-Vectoring zu gut kennt. Mazda huet Rollo a Punkto Assistenzsystemer beim CX-3 beigelöscht. No onze 100 km Test kann ich soen, Mazda huet beim CX-3 auch bei senge Klängemodifikationen und den richtige Stellschraufe gedreht. Weil diese 4,27 Meter langen CX-3 beweist, dass so ein SUV Spaß um Fuhren bringen kann.
gefilt huet den Tucson tëschen de senge Hyundai Sports Utility Vehicle Brider e bëssen iwwerlief das gesinn. Als e Bestsellermodell an Europa präsentéierten sie awer lo no engem Facelift an engem neigezeechhneten Design, wobei singere Tuschen awer nach a Grenze gehale goufen. De fichten Deel mat segem neie Kaskadegrill an déi Full-LED-Scheinwerfer markéieren noch Dënnerschrift vun der Mark, sowie die Hënnechluchten, die lo an der LED-Technik och méi schmuuel gezeechent goufen. Den Tucson gouf net radikal modifizéiert, mé gouf moderniséiert, an huet och weiter u Format gewonnen. Lo gouf net nem bassensten Design geschafft, méi joch unter Ambiente an Equipment. Den Interieur gefällt en ass gut verschafft a fir allem iwwersichtlich konzipéiert. Mat wenig Knäpperche an sogur mat der Struktur vum Menü vum Infotainment, Diwer als Schofer sich no kürzester Zeit zurechtfannen. Den Tableau de bord as lo mat enger Softtouch-Fläch iwwerzugin, erfilt sich och mé agréabel hunn. Och die lächte Fuhr- a Sicherheitsassisten vum Hyundai Smart Sense-Programm sinn an neien Tucson agebaut, as sie konform mat den nächsten europäesche Sicherheitskriterien. Für eng zeitgemäß Konnektivitéit steht den an der Mitte vum Tableau de bord placéten Touchscreen mat enger guter Bedingungslogik. A mat Apple CarPlay, Android Auto an enger kabelloser Station fir den Handy opzulöten. Och beim Kehrsteg vun engem Interieur huet Hyundai sich keng Schwächte gelecht. Teicht vun de Sätze ass gut berechent, sodass engem bequemen Raklammen nächt am Wee steht. D'offro Platz fir wie hannen dran ass perfekt, sowie 2 Großpersonen han dran genug Platz fir Kap a Kneioun. Mal kann noch mat 502 bis 1492 Liter Ladevolumen sech bei der Konkurrenz weisen. Orum Fuhrverhalen Dirf den Durchschnittschofer nächt ze kritiseieren hunn. De 4 Meter an der 4 langen Tucson fir klassentypisch équilibriert, an dat op der Autobahn wie auch knubbelige Pavé. Läit gut an der Hand, ohne awer lo de Punkt flink ze ersträchen. Suspension sowie auch die ganz Aufstimmung vom Fuhrwerk an de Langradstand vun 2,67 Meter drohen noch zu engem bequeme Reese bei. E sportlich Fuhrwerk oder eng Adaptivsuspension dovon ass nächt op der Preislech zu fannen. Me ich soen, wie ich, die der voll Altschofer heim am Standardprogramm zufrieden sinn. Dat gilt am Prinzip auch fir de Motto den an unserem Testauto loch. Ein neid E,6 CRDI Aggregat schon mat der neue Euro 6D Temp-Norm den loersten Programm vu fir Drun den E,7 an 2 Liter ersetzt. E bit eng Leistung vun 136 PS hun, an am Zusummespiel mat der 7-Gang Dürbel-Kupplungsboard an der Kraft vun 320 Newtonmeter und Drehmoment e Lichtspiel huet fir mat dësem 1,6 Tonnen schweren Sports Utility Vehicle mat allerrad Undriff ëmzugoen. Ein Diesel, der gut durchzieht, eng fredig Schroh beweist, aber durch sein Gewicht von 1,6 Tonnen auch ein bisschen Tendenz zum Schlecken hört. Unser Verbrauch wurde so zwischen 7,5 an 8 Liter Sprit gependelt. Die Hyundai Tucson kann nur seiner Auffrischungskur gut gelaunt an seine neue Lebensphase erholen.